So, willkommen zurück bei Let's Play Pro Evolution Soccer. Und wir haben heute einen 13. Spieltag. Und zwar treffen wir auf Chelsea London. Ja, der nächste Kracher. Jetzt schauen wir uns wie immer die Aufstellung an. Ja, wie immer nicht so berauschend. Gut, da haben wir offensives Mittelfeld. Okay, sonst haben wir ja nichts so viel zur Auswahl. Ja, auf jeden Fall haben wir zuletzt, ich glaube, Arsenal London haben wir weggeputzt. Genau, 1-0. Und jetzt haben wir Chelsea da. Ach, die haben... Ja, wir haben ja die Klassikspieler auch aktiviert. Jetzt haben die Maradona drin. Na, das wird lustig. So, Tiote nicht in Bestform. Und dann wir heute mal Anita eine. Tja, und dann wir mal den auf. Anders geht's leider nicht, weil alle irgendwie nicht in Form sind. Gut. Ja, das lassen wir so. Wir spielen halt in Rot, dann können wir es besser auseinander. So, und ab geht's. Und zwar live von der Stamford Bridge. Der FC Chelsea London gegen Newcastle United. Und Chelsea, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, sind recht weit unten in der Liga. Und die sind eigentlich schon zum Siegen verdammt. Also die müssen was sagen. So, ab geht's. Oh oh, da ist Torres, erste Torchance. Also Fernando Torres, gleich mal mit der ersten Chance. Abgeblockt zum Einwurf. Ramirez. Juan Mata. So, bei Nafa kann klären. Aber Chelsea hat ihn schon wieder. Oh, Riesenfälle in der Abwehr. Ja, das war schon mal richtig knapp. Aber die 0 steht. Dembaba, jetzt können wir mal. Und rechts ist ganz frei. Bei Nafa. Ryan Taylor. Gutierrez. Anita, der Ersatzmann. War das Foulspiel? Also wird Zeit und es gibt eine gelbe Karten gegen John Terry, der englische Verteidiger. Wegen Foulspiel an Ronaldo. So, jetzt natürlich die Chance für uns. Aus 20 Meter. Jetzt werden wir den irgendwie in den Winkel hauen. Ja, da ist doch Ryan Taylor. Also 1-0 für Newcastle United. Und da haben wir die Männer aus London kalt erwischt. Ich glaube, da war die Mauer schon ziemlich schlecht. Der ist mitten durchgegangen. Ja, und der tschechische Nationaltorwart ist da nicht mehr angekommen. Und somit steht jetzt 1-0 für Newcastle. So kann es natürlich weitergehen. Lampard. Maradona. Ja, ich finde es lustig, wenn die Klassikspieler auch mitlaufen.
Und wie wir wissen, sind die Klassikspieler nur dabei durch den, nicht durch den Anker-Patch, durch den PS Edit Mod, den man sich runterladen kann. Und den habe ich immer in der Videobeschreibung, ist der Link drin zu der Seite, wo man den sich runterladen kann. Ist, glaube ich, 1 Gigabyte groß und ganz einfach zu installieren. Aber wird alles erklärt dabei. Ja, und durch den Mod kann man sich dann die ganzen Klassikspieler also die sind dann drin, wenn man den installiert hat. So, der Torschütze verliert den Ball. Ramirez über rechts. So, diesmal gibt es Gelb für uns. Und zwar war das Taylor, der Innenverteidiger. Wegen Foulspiel an dem Spanier Fernando Torres. So, Maradona mit dem Freistoß. Ja, und das ist der Ausgleich. Also der Argentinier macht den Ausgleich für Chelsea London. Und das heißt, es steht wieder unentschieden. Gut, aber das muss natürlich nichts heißen. Noch sind wir gut im Rennen. Und wir könnten natürlich auch mit einem Unentschieden leben. So ist es ja nicht. Chelsea braucht die Punkte. Weil die ziemlich weit unten drin hängen. So, Juan Mata. David Luiz. So, wie immer Ben Arfa über rechts. Santon, der Außenverteidiger. Und das Torzeit. Also es war kein Abseits. Gutierrez. 2-1 jetzt. Da muss man sagen, der Ball war schlecht geschossen von Santon. Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Ja, im Grunde war er schlecht geschossen. Aber der Torwart hat ihn noch umso schlechter abgewehrt. Und den Ball Gutierrez vor die Füße gehauen. Und der braucht nur noch ins klare Torschirm. Ja, und somit führen wir wieder. War kein Foulspiel. Gutierrez wieder. Ronaldo. Und Dembaba. Das war's 3-1. Also jetzt verwundert mich das schon ein bisschen, dass wir so hoch führen. Und das gegen Chelsea. Und der war einfach mal draufgehauen. Und der Torwart war da auch chancenlos. Zum 3. Mal schon. Also neuer Spielstand. Newcastle 3 und Chelsea nur 1. Und da war die nächste Chance für Chelsea.
Ja, Torres, der Anschlusstreffer. So, es steht nur noch 3:2. Ja, wo ist die Frage? War es verdient? War es unverdient? Der Torwart war noch dran, aber hat nicht mehr übers Tor hauen können. Und somit steht es jetzt nur noch 3:2. Torres wieder, Lampard. So, diesmal ist Krul dran. Gutierrez ist der Kapitän. Nochmal Konter von dem Blauer. Jetzt bloß nicht faul, weil sonst gibt es die Rote. So, und der Schiedsrichter pfeift ab. Das war's mit der ersten Halbzeit und es sind 5 Tore gefallen, also es ist richtig was abgegangen. So, wir kannten jetzt Coloccini hinten außer Tor, er ist eh nicht mehr so fit. Und dafür Williamson ein da. Oder Williamson. Wie auch immer man den aussprechen mag. Ja, die anderen sind noch einigermaßen fit. Gut. Starten wir durch mit der zweiten Halbzeit. 3:2 der Spielstand. Und wir halten uns tapfer, aber es ist noch nicht sicher. Foulspiel an Gutierrez. Torres wieder. Ich glaube, in Wirklichkeit ist Torres zurzeit nicht in bester Verfassung. Da sitzt der Mann nur auf der Ersatzbank. So, Santon. Und Ronaldo holt einen Einwurf raus. Jetzt gibt's Ecke. Ich glaube, das ist die erste Ecke für uns, Moni. Dembaba. Und Ronaldo kommt da zum Abschluss, aber rechts vorbei am Pfosten. Abstoß Tschech. Lampard umgeholzt. Und es war kein Abseits, aber wir haben einen Ball verloren. Wieder Torres. Lampard auf links. Oh, und er kommt zum Abschluss. War das Maradona wieder? Ich glaube, das war er sogar. Und der hätte richtig gefährlich werden können. So, weiter Abschlag. Und wir gewinnen gleich wieder zurück. Maradona. So, zur Sicherheit spielen wir lieber hinten rundum.
David Luiz. Das war Fall von Dembaba. Der spielt ja übrigens, habe ich schon mal gesagt, jetzt bei Chelsea London. So, Chelsea wechselt zum ersten Mal. Ramirez geht raus. Dafür kommt irgendein Lukas. Torres und der lässt den Ball abrollen. Anita. Bei Nafa wie immer ungedeckt auf der linken Seite, auf der rechten. Aber wird gestoppt. Und kann nicht einen linken Hammer auspacken. Und Laufduell. Gutierrez gewinnt das und macht das zweite Tor. Also 4-2 jetzt für Newcastle United. Der Kapitän persönlich. Und das hat er eiskalt gemacht. Also nochmal der Konter. Ronaldo mit dem weiten Pass. Und im Laufduell kann er sich durchsetzen. Gegen wen ist er gelaufen? Gegen Juan Mata. Der ist doch normaler schneller Spieler, aber jetzt hat er das Laufduell verloren. Naja. Kommt er uns zugute. So, wir wechseln jetzt einmal. Und zwar dann mal Ryan Taylor aus. Und dann dafür Simpson einer. Santon, der kann nämlich links auch spielen. Und nächste Chance für Chelsea. Und das war Abseits. Das war leider Abseits. Das war natürlich geil gewesen, wenn ein Tick später gestartet wird. Aber wir führen sowieso mit 4-2. Also ist das gar kein Problem. Freistoß Ivanovic. Frank Lampard. Weiter Pass auf Juan Mata. Und ja, die Flanke geht ins Nirgend und nirgendwo. So, Konter, Dembaba. Simpson über rechts. Ja, die Flanke war nicht so besonders. 83 Minuten spät. Und der Torwart kommt raus. Also unser Hintermann spielt auf Risiko. Ronaldo. Gutierrez. Anita. So, wir haben Zeit, es pressiert und nicht. Die anderen müssen kommen. Und da kommt keiner ohne. Es gibt nochmal 2 Minuten drauf. Aber die, glaube ich, bringen Chelsea auch nicht mehr so viel. So, Gutierrez nochmal. Doppelter Torschütze. Ronaldo.
Simpson. So, in die Hände von Cech. Den hat er wenigstens mal. Die anderen hat er nicht erwischt. Und der Schiedsrichter pfeift ab. Und Endergebnis heißt 4-2 für Newcastle United. Ja, die Londoner haben wir so richtig weggeputzt. Zwar haben sie mehr Chancen gehabt, aber wir waren wieder effektiver. Und das ist ja das Wichtigste. Und damit haben wir das zweite Spitzenspiel gewonnen. Also die Londoner haben wir alle weggeputzt. So, wie schaut es denn in der Tabelle aus? Chelsea in der Krise, Platz 14 Grad. Und wir sind weiterhin auf Platz Nummer 3 umhat. Aber verfolgt weiterhin von Hotspurs und Liverpool. So, als nächstes gibt es ein Europa League Spiel. Und zwar gegen Sporting Lissabon.